Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play und zwar machen wir heute Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig und ich bin heute auch mal nicht alle, bei mir ist halt die Syldraka. Ja, hi. Einige kennen mich vielleicht schon aus den Streams, in den Kommentaren, wo ich immer irgendwelche Scheiße dazu schreibe. Und jetzt bin ich mal live mit dabei. Also nicht so ganz live. Ihr wisst, was ich meine. Genau, ich freue mich sowieso immer sehr, wenn Leute noch mit dabei sind, die auch die Let's Plays gucken, die auch mal wirklich Zeit dafür finden, Fan von so einer Reihe sind und gerade bei der Bioshock-Reihe wurde ich da explizit auch nochmal von dir angeschrieben deswegen, weil, ja, wie gesagt, bei der Uncharted-Reihe hat sich da leider niemand dafür gefunden, wäre natürlich auch sehr schön gewesen, das mit jemand anderes noch zu kommentieren, aber dafür können wir das jetzt bei Bioshock 2 auf Pelzig noch holen, auch wenn sie Pelzig rett. Also ich gebe zu, das einzige pfälzische Wort, das ich kenne, ist Grottegiekser. Das hast du wahrscheinlich von mir gelernt. Nein, nein, das habe ich von meinem Opa. Für alle, die das nicht Den kennen. Credit kriegst du nicht. Für alle, die das nicht kennen, der Grottegiekser, das ist beim Schweizer Armeetaschenmesser, dieses kleine Messer, was ganz hinten ist. Das hat man früher als Angler benutzt, um die Grotte, sprich die Kröte als Köder dann nochmal abzumurksen. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Mein Opa hat nur eins meiner Schwerter so genannt. Das war dann der Grottegiekser. Ja, das kann passieren. Und zum Thema Schwert, wir kennen uns aus dem Lab, also nicht wundern, wenn irgendwelche verstörende Sätze hier fallen, von wegen, ja, dann, das war wie damals, als ich dessen Seele gefoltert habe, also, ne, nicht wundern. Ich war's nicht. Aber heute machen wir mal keine Seelenfolter, heute machen wir mal dieses wunderschön mit Korallen zugewucherte Bioshock 2. Ich will jetzt eine großartig hier weiter rumnerven. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in das Spielreihe. Ja, der Ladebildschirm und der Startbildschirm ist zwar wunderschön, aber wir wollen auch was vom Spiel sehen. Richtig, genau. Und auch wenn unsere Stimmen so liebreizend sind, man muss auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Nicht wundere übrigens am Anfang, ich werde in die Optionen nochmal gehen. Oh, erstmal still sein. Ah, nee. Okay, ich dachte schon, das geht wirklich effektiv los. Also das war jetzt echt cool. Ja, war schon sehr cool gemacht, definitiv. Ach, die neue Optik von den Little Sisters und vom Daddy ist schon ziemlich gut gemacht. Ja, ich werde auf jeden Fall in die Optionen reingehen und werde für die arme Syldraka mal auch die Option Untertitel einschalten, sofern das möglich ist, da ich hier mit Kopfhörer kommentiere und mein Mikrofon hat leider keine zweite Buchse dafür parat, deswegen ist Ja, etwas... keine Kopfhörer für mich, ich höre keine Game Sounds. Ist etwas freud- und witzlos, aber dass er irgendwie noch daran teilhaben kann, braucht es auf jeden Fall diesen Sound. Ich meine, wir können jetzt alle zu zweit unser Köpfe hier unter diesen Kopfhörer drunter backen, also so... Das ginge bestimmt, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren würde. Haben wir dann hier keine Option mit dabei? Extras, Minervas denn, also... Protektorprüfung Minervas denn, also, hallo, mitwirkende will ich auch nicht. Neues Spiel. Stell den Helligkeitsregler so ein, dass das mittlere X darüber sichtbar ist. Okay, schauen wir mal, welches mittlere... Achso, das hier. Darüber sichtbar ist. Ja, wie gesagt, normalerweise dieses kaum sichtbar und so, das wäre eigentlich dieses dann hier wieder. Aber da es wieder Let's Play ist, würde ich sagen, wir machen es etwas heller. Ich habe das so häufig auch wieder, das kennst du bestimmt auch, wenn ich da irgendwie bei The Evil Within oder so mit drin bin. Und dann habe ich es mal wirklich so gemacht, wie es sein sollte. Und dann hieß es, mach heller. Ja, dann kam das war ich, die mich dann im Stream beschwert habe, weil man nichts gesehen hat. YouTube konvertiert ja alles aus irgendeinem Grund nochmal dunkler. Ja, richtig. Warum auch immer. Erstens mal, warum auch immer, und zweitens, dafür machen wir ja auch das Stream, damit auch die Leute wirklich effektiv Sache können vor Ort. Ist zu dunkel, mach doch mal heller das Ding. Ja, so wie die 3 Engelsstatuen, die du schon wieder übersehen hättest. Ach du Scheiße, ja, ja. Ich bin bei sowas echt nicht gut. Ich sehe die normalerweise echt immer nur so in die Landschaft eingebunden. Wie dem auch sei, da es ein Let's Play ist, machen wir es mal wieder etwas heller. Leicht, du bist ein Shooter-Neuling. Mittel, du hast bereits andere Shooter gespielt. Schwer, du bist ein absoluter Shooter-Experte. Ja, genau. Ja. Die Auswahl spricht für sich. Ah, jetzt muss ich hier auf der Kreuz. Fallen is Babylon stand da eben. Sehr cool. Und jetzt muss ich die Pfeiltaste drücken, um unser Verbandscache zu benutzen. Nimm die Kreis, das ist schon mal nicht schlecht. Weil ich habe das jedes Mal dieses Problem gehabt. Normalerweise ist Rot bzw. Kreis immer wieder, du gehst in die Hocke. Und dann habe ich so viele Verbandscache verschwendet beim ersten Bioshock wegen diesem Scheißding, das war schon so drin. Ich glaube, deshalb haben sie tatsächlich die Steuerung geändert, weil die Fans sich beschwert haben. Wahrscheinlich. 1958, Beneath the Atlantic Ocean, im Atlantischen Ozean. Yay, Untertitel. Ich hoffe, dass die wirklich Standard jetzt mit drin sind.
Ansonsten müssen wir erst dann gucken, ob es im Spiel eventuell geht mit Untertitel. Oder du musst mir halt immer sagen, was passiert. Richtig, oder so. Wir kriegen schon irgendwie hier. Das erinnert mich an die Daddies im letzten Teil, wo ich immer so gesagt habe, das ist so traurig, wenn die da rumhämmern und es kommt keine Little Sister. Ja, aber du sie halt umgebracht hast. Sieh mal, Daddy, das bist du. Oh. Ich finde das ja schon echt knuffig, dass die kleine Big Daddies aus Schrott sich Komm, wir gehen spielen, Daddy. Ach du Scheiße, wir gehen spielen. Oh je. Aber ich glaube, man sieht auch in einem Bioshock, wie das die Little Sisters sehen. Also wie das aus ihrer Perspektive ist. Im Zweier, ja. Ah, cool. Man sieht hier, es ist ein anderes Modell als im Einser. Genau. Ist aber auch so ein grober Typ Rosie, oder? Boah, hab ich überfragt. Schön gespielt. Oh. Nee. Noch mehr Engel, Daddy. Komm Nee, mit. das habe ich gehört. Ach, jetzt sieht Das man es sind aus der keine Engel, Sicht. die leben noch. Jetzt sieht man es aus der Sicht, oder was? Nein, ich glaube, das ist vor dem Fall. Ja, ja, so sah Das ist Rapture mal die ursprünglich aus. Neujahrsparty. Ja. Komm mit uns, Kleine. Du was, Großer? Oh, die splicen sich gerade. Je größer der Kerl, desto... Nicht mal das Satz beendet. Verpiss dich, Freak! Ja, ob das wer der Freak ist. Ach, dieses Hypnotize Big Daddy ist das, dieses Plasmid. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Das scheint so ein Kontrollplasmid zu sein. Nehmen Nee, Sie aber in die Hände. Tante da mit dem Kleid, ist das die Tennenbaum? Nee, das ist jemand anderes. Okay. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Ach Gott. Was ist das denn bitte für ein Anfang? Ja, schon mal richtig schön reingeschmissen war, aber ich fand's schön, dass man Rapture jetzt einmal wirklich in so einer Blütezeit mal gesehen hat. Okay, das war Endzeit eigentlich davor. 10 Jahre später, jetzt sieht's nicht mehr so schön aus. Ja, das war ja genau diese Silvesterfeier, wo Genau. dann irgendwie alles zum Teufel ging. Richtig. Ab da ging's total bergab, weil Fontaine und Ryan sich dann wirklich... Gebitcht haben. Richtig. Das ist das passende Wort. Ja, Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum jetzt ist die Leben erweckt? Tennenbaum. Mein Name ist Tannenbaum. Und ich brauche dringend Also der lag da jetzt 10 Jahre im Dreck oder was? Anscheinend. Aber hat seinen Helm wieder auf. Ist vielleicht ein anderer. Vielleicht war das auch einer, der mal ganz am Anfang bei Bioshock gesehen haben. Beim ersten. Fallen. Fallen ist Babylon. Okay, jetzt gucken wir nochmal in die Optionenreihe, damit du endlich deinen Untertitel kriegst. Audio, Sprachlautstärke, Musiklautstärke ist alles schön und gut, aber ich hätte ganz gerne mal den Spieloptionen vielleicht. Untertitel. Untertitel, da haben wir sie doch. Yay, sehr schön. Jetzt bist du hoffentlich auch wieder mit im Spiel, damit du das auch sehen kannst. Jawohl, Untertitel, Dialoge, ansonsten noch Kompassnadel, Objektschimmern. Ja, komm, können wir auch machen. Nützliche Dinge highlighten. Ja, auch nicht schlecht. Vita Chambers deaktivieren. Nö. Vita Chambers, die werde ich brauchen auf jeden Fall. Adaptives Training. Helm-Hut-Grafik. Ja, komm. Läuft. Ach nee, da ist eine Vita-Chamber hinter dir. Ich glaube, da bist du gerade rausgefallen. Jupp. Adonis, Luxury Resorts. Erstmal hier die Person. Bohrertreibstoff. Fängst jetzt an wie
wie dieser Schönheitschirurg aus dem Einser. Alter, das war ja so ein unglaublicher Freak, der Typ, jetzt mal ohne Scheiß. Der gleich als erster Endboss. Alter Falter. Der Picasso der Schönheitschirurgie. Boah, das war ja schon ein übler Freak, aber ach, ich fand diesen Künstler auch so unglaublich übel. Diesen Sander Cohen. Alter Falter, war das ein fertiger Typ. So, was haben wir denn hier noch? Andy Griffith. Ich glaube, im Infinite Boah, Alter, der sieht ist auch wie auch so ein... nochmal ein Rendezvous mit Cohen. Okay. Zumindest im DLC, wenn ich mich richtig erinnere. Das so. Ey, der hat einmal voll das Rapist-Face hier aufgelegt, der Typ. Alter Falter. Das sind schon... Oh, der sieht auch ganz urig aus. Könnte das nicht Sander Cohen sein? Das könnte tatsächlich Cohen Das sein. sieht so ein bisschen aus, oder? Ja, Der hat auch dieses typische Varieté-Künstler-Gesicht irgendwie. Der sieht aus wie so ein Standard-Zauberer aus der 1910er Jahre, finde ich. ich finde ja diese leuchtenden Korallen sehr cool. Auf jeden Fall. So als Inneneinrichtung. Oh. Mich gerade erschrocken in die leuchtenden Augen da drin. Mach das nicht. Hallo. Hallo. Schwesterlein. Nö, anscheinend nicht. Na gut, da gehen wir halt in die Luxus-Apartments. Yeah. Das habe ich schon rausgefunden. Wie man mit dem Bohrer rumpopelt, das finde ich sehr schnell raus. Ja, Dinge kaputt machen. Okay, aber ich will ja nichts verpassen, deswegen machen wir das auch so. Okay, mit X kann ich ja nichts machen. Mit Kreis mache ich so einen lustigen Abwehrschlag. Oh. So, noch ein bisschen mehr weggepopelt. Ah ja. Okay. L3 zum Ducken. Man sieht, in Rapture sieht es nicht mehr so gut aus, wenn hier überall Korallen und Scheißdreck reinwächst. Oh, ich finde es heimelig. Das hat schon was, wenn man so ein Fischmensch ist. Da ist das wunderschön, oder? Quadoris lassen grüßen. Rapture's finest Spa and Getaway. Ja, so Adonis. sieht's auch aus. Ja, ganz bezaubernd, Was ja. hängt denn da an der Wand? Wo? Das da. Ah. Was war das denn? Ach, wir werden schon rausfinden, denke ich. Aber ich finde es schon... Oh, ich glaube, ich weiß, was das war. Aber ich sag mal noch nicht. Psst, hör auf. Noch nichts. Ich erinnere mich dunkel. Aber es ist auch von Design her schon ziemlich cool gemacht, wie auch Overlinks die Gesundheits- und Eve-Anzeige gemacht. Das finde ich eigentlich auch schon ganz cool. Nicht so schlicht wie im Einser, wobei schlicht oft mehr ist. Ja, aber man sieht, grafisch sieht es auf jeden Fall besser aus. Auf jeden Fall. Allein die ganzen Details hier überall. Du siehst Kratzer auf dem Ding, das du gerade noch kaputt anmachst. Das ist doch mal Qualitätsarbeit. Verstehst du? Oh. Das Lamm, es beobachtet dich. Aber du hörst jetzt leider nicht diese Sache, die so zwischendrin reinjohlen. Das ist schade. Du hörst wahrscheinlich nur bei den Dialoge, was die dann so sagen. vermutlich. Das ist echt schade. Achtung, Arbeiter, Alter. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Ist schon gefunden. Sektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Die Herren Geldsäcke, das ist ach geil. Ich glaube, das adaptiere ich zu meinem Standard. Ach Gott, der Herr Baron. Die Herren Geldsäcke, das ist geil. Das ist jetzt hier so ein kleines Tutorial. Wahrscheinlich kriegt man jetzt den Elektrobolt. Wahrscheinlich, ja. Das haben wir ja im ersten Akt direkt gekriegt. Ja. Ziemlich am Anfang. Und das war, muss ich erst sagen, mein treuestes Plasmid, wenn ich ganz ehrlich bin. Das habe ich am meisten verwendet. Also ja, Electrobolt. Vor allem gegen diese unglaublich ätzenden Autogeschütze ist das praktisch. Richtig. Generell gegen Bots, damit sie kurz gelähmt sind, dann kann man sie auch wieder hacken. Also Electrobolt war definitiv das nützlichste Tool. Ich hätte nichts anderes gebraucht an Plasmide eigentlich, um ehrlich zu sein. Jetzt halt außer noch abfackeln, um das Zeug zu schmelzen. Aber ja. Halte R2 gedrückt, um einen andauernden Bohrangriff auszuführen. Das habe ich schon sehr episch gemacht gegen das Grammophon. Was steht dann da noch? Suche nach Codes für verschlossene Türen. Ih, bist du für einer? Bäh. Erstmal Ausschneider. Ein Neathead-Splicer. Verbandskasten habe ich heißt abgekriegt. übrigens Leadhead, so wie Blei. Achso, Bleikopf. Ich hätte gedacht, Leadhead im Vergleich für Anführer, ne? Ich glaube nicht. Führerkopf. Führerkopf. Oder Anführerkopf. Das klingt auch gar nicht falsch. Nee. wer guckt jetzt? Ach, wieder Lamp is watching. Das Lamm beobachtet mich. Das werden nicht irgendwelche übermotivierten Christen hier sein, oder?
Die kommen eigentlich erst im nächsten Teil. Alter, wobei danach beim ersten immer dieses Jesus liebt mich, das weiß ich. Da hat einmal irgendeiner so saugruselig gesungen. Alter Falter. Ein Eve-Spender. Was ist das? Das spendet Eve. Ja, da stand da ohne drunter noch. Was ist das? Das kann man sich Diese so blauen angucken. Schmetterlinge da in der Wand, sind die eigentlich echt? Oder was zum Fick? Wo kommen die her? Achso, das hier. Ja, Das scheint aufgemalt. Ne, Oh, die sind gepinnt. Okay, die sind echt. okay. Rätsel gelöst. Nevermind. Evolution in a Bottle. Plasmids bei Ryan Ich Industries. finde dieses kleine wütende Gesicht auf der Flasche immer so lustig. Vater, Gib mir Beine. Was? Hop Up Cola. Oh, Alter, das ist immer noch dieses gruselige Gatherers Garden Lied. Come soon to come find me. Okay. Da an Ja. der Wand war auch noch was. Irgendwie Geschenk von Eleanor steht da. Nicht die Wand, die andere Wand. Also. Die Wand. From Eleanor, ja. Da haben wir was Schönes. Oh, Glühwürmchen in einem Glas. Schon ewig nimmer gesehen, Glühwürmchen. Warum auch immer es Glühwürmchen in Rapture gibt. Ja. Haben sie wohl für wichtig empfunden. Electrobolt. Ta -ta 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 -ta. Das ist das Gesündeste. Einfach mal sich eine Spritz reinjagen mit irgendeiner Flüssigkeit, wo behauptet, dass das drauf ist. Aber die haben ja extra so. Ja, scheint sehr gesund zu sein, das zu machen. Daddy hat geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Alter. Die haben ihr Lampion auf. Hi. Snackt Woche. Ich mag trotzdem nochmal zum Gatherers Garden. Du bist es wenigstens sicher. Ich gucke mich ja mal hier in den Räumen um. Scheiß doch mal jetzt auf die Little Sister. Ich Ja, mag mich hier die Dame umgucken. da war wohl zu lange auf der Sonnenbank gelegen. Erstmal in die Rare. Das ist immer das Wichtigste. Geht das wieder los? Scheiß drauf, ob das Gesundheit kostet. In Rapture mache ich das immer. Erstmal in die Rare. Immer in die Rare. So, das leuchtet hier. Ja? Na, okay, das war wohl einfach nur so fluoreszierende Pflanze. Ja, Unterseegrünzeug. Das macht das schon. So, jetzt lass mich doch mal hoch. Ich muss da erstmal duschen. Ich habe 10 Jahre lang nicht mehr geduscht. So, jetzt erstmal ein Pipi machen. So, weiter geht's. Das ist auch so eine Let's Play-Krankheit irgendwie. Also Gronk hat es ja auch, dass der zu jeder Toilette geht und erstmal die Toilette benutzt. Ich finde es einfach unglaublich amüsant. Wir haben da anscheinend irgendwie dasselbe Humor. You need to slim down. Okay, es gibt also scheinbar ein Plasmid, um abzunehmen. Sehr cool. Also ich denke, viele Leute wären um sowas äußerst dankbar, wenn das so schnell ginge. Sunbeam Gum. Bigger Bubbles, Better Bubbles, Pinker Bubbles. 25% more Latex. Alter. Ja, And remember, it's the only gum fortified with Vitamin D. Chew some today. Ja, geil. Ich wollte unbedingt so pinkes Latex Kaugummi kaue, was dann aber noch Vitamin D drin hat. Vitamin D verstärkt. Ja, äußerst wichtig. Gewitter tun da keine noch einmal. Das gibt's doch gar nicht. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so vom Plot her, das ist derselbe Big Daddy wie vorhin aus dem Genau, Intro und der hat genau. jetzt irgendwie 10 Jahre in dieser Vita-Chamber gehockt. Richtig. Und seine Little Sister ist wohl diese Eleanor. Richtig. Okay, Und deren jagen wir jetzt hinterher. gut. Und, Die wollen und dem, wir- was auch immer das gerade war, was die Kleine mitgenommen hat. Richtig. Und die Daddys brauchen ja auch irgendwie ihr Little Sisters. Die sind ja auch irgendwie schwer abhängig von Denner. Ja, die sind irgendwie auch die geprägt oder so. Ja, das haben wir ja am Anfang mitgekriegt beim ersten Bioshock, beziehungsweise im Laufe des Spiels haben wir das durch diesen Suchong mitgekriegt, der die Konditionierung nochmal extra beschrieben hat. Und erst als er Little Sister verprügelt hat, hat der Daddy angefangen dann Suchong zu attackieren. Fitness. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonika raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert.
Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brainbooster unter seine tägliche Dosis. Und Raquel Jacques hat eine äußerst gruselige Stimme. Ja, Boah. der tolle Akzent ging jetzt vollkommen an mir vorbei. Die hat gesprochen wie so eine alte Grammophonaufnahme, wo die Platte leicht hängt. Also das war schon etwas creepy. So. Los, springen. Mach ein Bett. Backflip. Niemals, stirb! Wesentlich epischer, oder? Ups. Hey, 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 hey. Was für Ufmädel. Also es ist auf jeden Fall Was ist denn mit ihrem Fuß? der hier. That's not normal. Thuggish Splicer, was ist das? Wieso hat die einen Finger an der Ferse? Thuggish Splicer vertrauen auf rohe Gewalt und verprügeln ihre Gegner mit allem, was ihnen in die Hände fällt, wobei sie Rohrzange und Bleirohre bevorzugen. Thuggish Splicer sind vermutlich am meisten gespliced und haben die Fähigkeit verloren, den Abzug einer Waffe zu bedienen. Ja, das finde ich fair. Thuggish Splicer stürzen sich ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit auf ihr Ziel, wodurch sie zu einem tödlichen, unerbittlichen Gegner werden. Splicer ist die Bezeichnung für jene Bewohner von Rapture, die ihre Menschlichkeit durch die übertriebene Verwendung von Plasmiden eingebüßt haben. Ja, und scheinbar wachsen ihnen auch Finger an der Ferse. So nebenbei mal. Ja. So. Okay. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Ja, es hat wahrscheinlich ohne irgendwas geöffnet, glaube ich. Oder? Das finde ich auch geil. Oh, hier, Tannenbaum wieder. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Dringend braucht sie uns. Wahrscheinlich ist ihr der Wodka ausgegangen. Ja, genau. Adam Good, ich liebe mehr als Wodka. Und was haben wir dann hier noch? Ah, das hat es geöffnet. Oh, guck mal, da draußen ist noch ein Big Daddy. Hallo. Dames. Hallo, Daddy. Ah, der Hitler in dem Bus. Das finde ich sehr freundlich. Ich gucke ihn jetzt mal zu. Das Ah, war ja eigentlich die Hauptaufgabe von den Big Daddies. richtig. Rapture in Schuss zu halten, Richtig. bevor die Scheiße mit den Little Sistern angefangen haben. Genau. Das war so das Außenbord-Reparaturteam, wofür man halt die starke Männer gebraucht hat Ja, schon. und diese Tiefseeanzüge. Richtig. Und die Bohrer halt auch noch mit dabei. Das sind halt alles Arbeitswerkzeuge, muss man klipp und klar dazu sagen. Hier mit integrierter Wanddusche. An meine Tochter, ja genau. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Okay. Interessant. Ein Aspirin gibt's noch. Und für Klos gebe ich doch immer gern Geld aus. So, erstmal benutze natürlich. Und wie sieht's hier aus? Ah, so, komm. Und, so, auch Big Daddies müssen mal für große Jungs. Aber Und- wie? Ich dachte, die sind in diesen Anzügen eingeschweißt. Die haben bestimmt so eine Klappe oder so, die sie da benutzen können. Diese 19. Jahrhundertslange Unterwäsche. Geh weg. Dosenfleisch. Miam, miam, miam. Oh, die sieht aus, als hätte sie Ahnung von frischem Fleisch. Ist das eine feine. So, dafür lohnt es sich dann Plasmide zu nehmen, ne? Ja, definitiv. Sieht aus, als wäre irgendwie so Botox-Lippe auf Spritze auch fehlgelaufen bei der. Aber ich würde jetzt auch sagen, ihr liebe Leute, jetzt nachdem wir hier so wunderschön gewerkelt haben, mache ich an der Stelle hier jetzt meinen Cut und wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee und die... Ich sag jetzt nicht meinen Namen. Sag's! Ein. Syldraka. Machen's gut!